Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum 25. Bundesligaspieltag. Dahorm gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja, ich denke, erste halbe Stunde, super gutes Spiel von uns. Dann haben wir so ein bisschen abgebaut vielleicht, einfach auch vom Kopf her, von der Fitness her. Ich denke, das hat man schon ein bisschen gemerkt. Es war ja schon bis dahin sehr aufwendig. Und dann nach dem Eigentor von Müller, womit er seine Leistung übrigens gekrönt hat heute, war heute nicht gut. Ja, haben wir Leverkusen komplett ins Spiel zurückgeholt und haben dann zum Ende der ersten Halbzeit noch Glück gehabt, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Und zweite Halbzeit war es dann, ja, beide haben irgendwie wollten, konnten nicht oder wollten nicht so, wegen Europapokalspiele, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte man das Gefühl, dass beide irgendwo spätestens so ab der 70. mit dem Unentschieden zufrieden waren. Leverkusen hat nur noch auf Zeit gespielt, hat uns nur den Ball gelassen, stand nur hinten drin. Was sie übrigens fast die komplette zweite Halbzeit getan haben. Das war ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Da hätte ich mehr von Leverkusen erwartet. Aber dann hätten wir natürlich auch mehr Räume gehabt, die wir so nicht hatten. Wir hatten halt gar keine Räume vorne. Quasi, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben auch viele Chancen, Halbchancen rausgespielt, so bis ins letzte Drittel rein, sag ich mal. Da hatten wir dann einfach keine Ideen mehr. Da war alles eng zu. Leverkusen stand da gut dicht, gestaffelt. Und ja, ich denke, am Ende sind wir mit einem Punkt zufrieden. Ich habe jetzt noch keine Stimmen gehört nach dem Spiel oder so, aber ich denke, die Meinung wird wohl sein, dass wir mit einem Punkt zufrieden sind. Selbst wenn Dortmund dann gewinnt das Spiel, wann immer es stattfindet, sind wir bei 6 Punkten Vorsprung. Und alles gut. Da kann man dann auch mal gegen eine sehr gute Mannschaft einen Unentschieden mitnehmen. Anstatt jetzt auf Teufel komm raus, da die letzten 20 Minuten hätten da auf 2-1 gehen wollen und hätten dann einen Konter gekriegt. Weil machen wir uns nichts vor, die Gefahr bestand natürlich durchgehend gegen Leverkusen. Ja, wie gesagt, ich habe eine gute, sehr gute, sogar sehr gute erste Halbzeit, bzw. 30 bis 35 Minuten gesehen. Ja, und danach. Und klar, es war immer noch ein interessantes Spiel mit hin und her teilweise. Jede Mannschaft hatte dann mal so gute 10 Minuten oder sowas in der zweiten Halbzeit, aber im Großen und Ganzen war es in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so das, was man sich irgendwo erhofft hat von dem Spiel. So, dass viele Chancen auf beiden Seiten wären oder sowas. Beide Mannschaften haben dann mehr auf Sicherheit gespielt. Und ja, wie gesagt, ich denke, bei uns wird da ein bisschen im Hinterkopf, habe ich zumindest das Gefühl oder den Gedanken gehabt, dass am Dienstag das Rückspiel gegen Salzburg ist und man da jetzt nicht unbedingt gegen Leverkusen erstens nicht verlieren will, von wegen Selbstvertrauen und sowas, und auch so der letzte Kick hat mir bei so manchem Spieler gefehlt dann zum Ende. Vorher habe ich mich eigentlich ein bisschen gewundert, warum Sané nicht auf dem Platz stand. War im letzten Spiel auch schon ein Wechselspieler. Und dass Gnabry da stand, ich meine, Coman brauchen wir nicht drüber reden, hat im Moment eine sehr gute Form. Ja, aber wann kam Sané rein und es war auch enttäuschend, muss man sagen. Ja, ich glaube, der Nagelsmann hat auch gesagt, er ist im Moment nicht in der besten Form. Ich denke, das hat man dann heute auch gesehen. Also das war nicht wirklich viel. Wobei man sagen muss, dass auch nicht wirklich Räume da waren, die ihm hätten ein bisschen mehr zugutekommen können. Ich meine, Musiala ist schon ein Spieler, der auf engstem Raum sehr gut ist. Und selbst da waren immer 3, 4, 5 Leverkusener drumherum. Also, wie gesagt, die standen halt einfach gut. Mit dem Ergebnis müssen wir zufrieden sein. Ja, es hätte in die eine Richtung, es hätte in die andere Richtung ausgehen können, das Spiel, keine Frage. Und ja, in diesem Sinne, würde ich sagen, starten wir rein und gucken uns mal die Statistiken an. Also Ballbesitz sollte ja ganz klar auf unserer Seite sein. Viele Fouls von Leverkusen. Schiri hat teilweise Sachen laufen lassen, wo ich mich gefragt habe, was ist los? Also in der 80. Minute, das war mindestens eine gelbe und dann wäre es gelb-rot gewesen. Ja? Also von hinten, auch wenn es nicht gewollt war, von hinten in die Ferse reingetreten.
Also, das war lächerlich, dass derjenige nicht mit Gelb-Rot vom Platz gegangen ist. Auf der anderen Seite hält man aber auch Schuppo seinen Wegrutschen da. Ja, klar war das auch nicht absichtlich. Er ist weggerutscht, hat ihn getroffen, hätte man auch Gelb geben können. Ja, ganz komische Linie. Gut. Ballbesitz, 68:8, ja, war abzusehen. 31:2 Leverkusen, Abseits 2:3, Fouls 10:14, Zweikämpfe 56,5 auf unserer Seite. Schüsse aufs Tor 5:2, sieht man schon, das ist für unsere Verhältnisse relativ wenig, für Leverkusens Verhältnisse wahrscheinlich auch 2 aufs Tor. 19:9, ja, 19, da waren vielleicht Hälfte. Sag mal 10 waren einigermaßen gefährlich, der Rest war Larifari bei unserer Seite. Ecken 7:2, dafür haben wir ein bisschen zu wenig draus gemacht aus den Ecken. Ja klar, das Tor und so, alles gut. Trotzdem geht da ein bisschen mehr, finde ich. Angekommene Pässe 602:234. Thema Ecken, mir fehlte einfach so ein bisschen die Variation, wenn ich ehrlich bin. Flanken, wow, 22:0. zu 0. Also, wie man sieht, wir haben heute viele Flanken geschlagen, was eigentlich unser Spiel ist, was unter Nagelsmann eigentlich nicht mehr unser Spiel ist. Ja, man hat heute auch ganz klar gesehen, dass ein Coman komplett immer auf der Außenlinie stand. Er ist nicht einmal nach innen gerückt, sonst was. Gnabry ist ab und an mal nach innen gerückt, dann ist aber Richards durchgegangen außen. Und ich finde, Richards hat es heute sehr gut gemacht, aber da kommen wir gleich noch zu. Schüsse ist insgesamt Süle ein, Müller ein, Musiala ein, bla, Torschussvorlagen haben wir gar keine. Gewonnene Zweikämpfe, Richards 9, Kimmich 9, Upa 5. Ballkontakte 122 Kimmich, 119 Süle, 118 Pavard. Pavard heute übrigens auch mega gut. Und gefolgt worden. Schenken wir uns, wie immer. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht lange drum herum eiern. Gehen wir in meine Benotung rein. Ulle. Ja, weiß ich nicht, wem man da jetzt die Schuld geben soll beim 1:1, beim Eigentor. Ich habe es jetzt nicht gesehen, dass der Ulle da irgendwie groß was gerufen hat. Ich denke, da kannst du 50-50 bei beiden geben. Müller muss da auch nicht so hingehen. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Aber natürlich muss ein Ulle, wenn er da rauskommt und schon da so steht, fangbereit, muss er halt auch dann die Kommunikation bringen. War ein bisschen unglücklich. Ansonsten danach hat er noch zweimal gut gehalten. Ansonsten hatte Ulle auch nichts zu tun gehabt. War nochmal 1-2 Mal ein bisschen zittrig irgendwie beim Rauskommen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Von daher würde ich sagen, geben wir ihm heute eine 3-. Upa hat es ganz gut gemacht eigentlich heute wieder. Ja, hat wieder 1-2 riskante Bälle drin gehabt. Aber ansonsten Zweikampfführung war sehr gut. Auch schon das Antizipieren, bevor überhaupt in den Zweikampf war heute auch besser bei ihm. Das ist ja noch so ein bisschen so seine Schwäche, wie ich finde. Das hat er auch ganz gut gemacht. Aber hat wieder so 1-2 Wackler drin gehabt am Anfang, aber hat sich wieder reingebissen und gerade wenn wir mit Dreierkette spielen, wenn er so der linke Mann in der Kette ist, scheint er sich ein bisschen wohler zu fühlen, habe ich so das Gefühl, als in der Viererkette. Upa würde ich heute auch eine 3 geben. Pavard würde ich heute definitiv eine 2 geben. War heute bärenstark, hat keinen Fehler drin gehabt, an den ich mich erinnern kann. War super, Zweikampf stark, hat nach vorne viel gemacht, hat nach hinten viel gemacht, wo wir viel mit Viererkette gespielt haben, oder auch mit Dreierkette gespielt haben. Er hat immer wieder die Wege gemacht und hat auch über seine Seite ja kaum was zugelassen von Leverkusen. Also sehr, sehr gutes Spiel. Süle, also Pavard eine 2, Süle würde ich auch eine 3 geben. Ja, hat das Tor gemacht, hat wieder die Bälle ganz gut verteilt. Sah aber auch hinten wieder in 2 Aktionen gar nicht gut aus. Aber ansonsten hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht auch. Ja, muss man auch sagen. Auch die Zweikampfführung, auch wieder so das Antizipieren. Also, das war schon gut, würde ich auch eine 3 geben in Süle. Omar Richards würde ich heute auch eine 2 geben. Ich fand es sehr gut, was er gemacht hat. Man hatte gesehen, dass er schon viel mehr Selbstvertrauen hatte wie im letzten Spiel. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir wieder auf Dreierkette umgestellt haben, weil er hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel bis dahin gemacht und hat ja dann sogar noch die Kopfballchance gehabt, kurz bevor er ausgewechselt wurde. Ein bisschen schade für ihn, dass er wieder der Taktik geschuldet ausgewechselt wurde. Und ja, ich habe jetzt nicht gesehen, dass es besser war mit der Dreierkette, ja, heute gegen Leverkusen. Habe ich nicht gesehen, dass wir da irgendwie jetzt hätten noch mal ein bisschen Druck aufgebaut oder sonst was.
was man sich vielleicht davon erhofft hätte. Also da fand ich, mit der Viererkette waren wir auf jeden Fall ein bisschen dominanter, fand ich. Zumindest nach vorne hin. Danach haben wir viel versucht, wieder so durch die Mitte und so weiter. Weiß ich auch nicht. Hat mir wieder nicht so gut gefallen. Aber ja, Omar Richards hat für mich ein gutes Spiel gemacht. War zweikampfstark, hat nach vorne, ist noch nach vorne dann durchgegangen. Hat sich auch mal zugetraut, eine Flanke reinzuspielen. Hat nicht nur quer gespielt, hat auch mal mit einem Doppelpass sich angeboten und so. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn er mal ein bisschen Spielpraxis kriegen würde und mal ein bisschen mehr Vertrauen, ja, man sieht auf jeden Fall, dass er die Anlagen hat. Ja. Kimmich, ja, Kimmich würde ich heute zwischen 2 und 3 sehe ich einen Kimmich. Haben gesehen, war auch wieder zweikampfstark, hat viele Ballkontakte gehabt. Hat auch kein leichtes Spiel gehabt, war aber ja nicht ganz so präsent defensiv wie im letzten Spiel. Dafür hat er wieder ein bisschen mehr so Spielmacherqualitäten heute gehabt. Hat schon ein gutes Spiel gemacht, ne? Ja, muss man schon sagen. Gerade auch gegen guten Gegner. Und gerade auch gegen Gegner, wo man ein bisschen mehr auf die Defensive achten muss, haben wir es wirklich gut gemacht. Leverkusen hat kein Tor geschossen, wir haben ja das Tor geschossen. Ne? Müller war für mich so der Einzige, der ein bisschen abgefallen ist, gar nicht wegen dem Eigentor. Ja, mein Gott, das passiert halt. Ja. Ob man ihn das jetzt ankreiden, wie gesagt, ich bin da bei mindestens 50-50 mit dem Ulle. Aber er hat kein gutes Spiel gemacht. Müller war nicht... Nee, war einfach nicht gut. Muss man einfach so sagen. Und ich habe mich auch... fand sehr gut vom Nagelsmann, dass er Müller rausgenommen hat. War genau richtig. Gute Zeit. Wie gesagt, ich fand es nicht gut, dass er Richards rausgenommen hat, dass wir auf Dreierkette umgestellt haben. Das habe ich nicht wirklich gesehen. Wenn man da hätte jetzt irgendwie Nummer X unbedingt irgendwas versuchen wollen, dann hätte man das auch irgendwie 10 Minuten vor Schluss noch machen können. Weiß ich nicht. Habe ich nicht wirklich gefühlt heute, diese Umstellung. Dafür fand ich einen Omar Richards zu stark, um ihn zu opfern. Bin ich ganz ehrlich. Aber gut, so ist es halt, ne? Jamal Musiala hat ein paar gute Ansätze gehabt, war teilweise auch ein bisschen zu verspielt dann, aber ja, wie ich vorhin schon sagte, er war mittig, wenn er einen Ball hatte, waren 3, 4 Leverkusener immer um ihn drumherum, da hat er noch ganz gute Szenen eingeleitet, würde ich auch eine 3 geben heute. Müller würde ich heute eine 4 geben, haben wir gerade vergessen, die Note. Gnabry ist ganz schwer für mich heute zu beurteilen. War präsent, hat auch ein bisschen was nach hinten mitgemacht. Nach vorne. Sehr unglücklich. Wieder so der typische Gnabry mit den falschen Entscheidungen. Wo er hätte schießen können, wo er hätte abspielen sollen. War ein bisschen unglücklich. Flanken oder so gefühlt. War da auch nichts Vernünftiges bei. Aber hat jetzt auch nicht wirklich ein schlechtes Spiel gemacht. Keine Ahnung, ich würde ihm einfach eine 3 geben. Coman würde ich eine 2 geben. Coman war mega aktiv wieder. Hat viel versucht über die rechte Seite. Generell über die rechte Seite haben wir viel versucht, viel Druck gemacht. Auch viele Flanken geschlagen. Auch da kann man noch mal ein bisschen an den Flanken arbeiten, aber auch Pavard hat viele Flanken geschlagen gehabt. Ja, King hat ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, würde ich bei Note 2 sehen. Levi würde ich heute eine 3 geben. Levi war heute nicht ganz so präsent wie im letzten Spiel. Ja, einmal hat die Musiala den Ball weggenommen, hätte er durchlassen können. Andere Mal war es, glaube ich, Gnabry oder was. Sonst hätte er Levi vielleicht auch einen gemacht heute. War ein bisschen unglücklich. Hat aber wieder viel versucht, hat sie wieder fallen lassen und sowas, aber war nicht wirklich so präsent wie sonst. Lag aber einfach daran, dass Leverkusen es defensiv gut gemacht hat. Das muss man mal ganz klar so sagen. Die haben hinten einfach dicht gemacht. Fertig. Ja, die erste halbe Stunde, gerade nach dem Tor, wo wir das Tor gemacht haben, war das vogelfrei. Da hätten wir auf jeden Fall das zweite oder dritte nachlegen müssen. Dann wäre das Ding durch gewesen, ja. Aber wie gesagt, nach einer halben Stunde war dann so ein bisschen der Kräfteverschleiß oder vielleicht hat man im Kopf gedacht, oh jo, alles gut, haben wir im Griff, läuft jetzt die Partie auf unsere Dinger und dann hat man gesehen, dass Leverkusen halt das eiskalt ausgenutzt hat. Wir dann durch das Eigentor Leverkusen halt wieder komplett ins Spiel zurückgeholt haben. Also ja, da hätten wir das Spiel halt in der ersten halben Stunde auf jeden Fall entscheiden können. Da hatten wir noch so viele Chancen und Halbchancen, wo man hätte besser das Ding zu Ende spielen müssen. Auch zweite Halbzeit hatten wir 2, 3 richtig gute Dinger. Also fairerweise muss man sagen, dass Leverkusen Ende der ersten Halbzeit auch 2 gute Dinger hatte. Also von daher, es hätte so und so ausgehen können. Am Ende des Tages ist es ein Unentschieden gegen eine starke Mannschaft, die sich heute mal nicht
in die Hose geschissen hat, wie sonst immer gegen uns, obwohl sie sehr defensiv gespielt haben. Aber nichtsdestotrotz, zumindest nach der ersten halben Stunde, die erste halbe Stunde nach dem Tor war es wieder so ein typisches Leverkusen-Spiel. Aber wir haben es nicht ausgenutzt. Dann hätten wir denen das zweite da gegeben und dann kurz vor der Pause das dritte, dann wäre das wieder so gelaufen, wie es immer gelaufen ist. War diesmal nicht so. Leverkusen ist stark zurückgekommen, hat dagegen gehalten, hat viel versucht und ja. Zweite Halbzeit fand ich es ein bisschen zu passiv von Leverkusen, aber wir hatten auch nicht den Mut, das zu bestrafen, so nenne ich es mal. Ja, wir hätten konsequenter, beste Szene, bestes Beispiel, 80. Minute oder sowas, wo wir den Ball einfach 4-5 Mal querspielen. Das sieht man bei uns sonst gar nicht. Und alles steht. Alles stand, es war klar. Jo, wir riskieren nichts mehr, wir wollen keinen Konter mehr fangen, wollen das Spiel nicht noch verlieren, wir nehmen das 1:1 und alle sind glücklich. Ja. Da war 80. Minute, wusstest du Bescheid, alles klar, eigentlich kannst du abschalten, da passiert nichts mehr. Weil von Leverkusener Seite war es schon von ab der 70. so, ja, Zeitspiel, auf Sicherheit spielen, klar, sollte uns Bayern nochmal die Räume geben, fahren wir nochmal einen Konter, was sie auch noch gemacht haben. Ja, das war Leverkusens Spiel. Ne? Und, ja, von daher, am Ende des Tages kann sich keiner beschweren auf unserer Seite. Wir hätten den Sack zumachen können in der ersten halben Stunde, hätten aber auch locker 2, 3 mehr kassieren können. Also von daher muss man das 1:1 nehmen und volle Konzentration auf Dienstag, auf Rückspiel gegen Salzburg. Das wird kein Selbstläufer werden. Und da muss man dann an die Grenzen gehen. Ne? Da ist dann nicht eine halbe Stunde ausreichend. Bin ich sehr gespannt drauf auf das Spiel. Eigentlich sollte das eine klare Kiste werden, aber wir haben diese Saison schon so komische Spiele zwischendrin gehabt, wenn man sich so an Gladbach und so weiter erinnert. Also safe ist da nichts. Ne? Von daher bin ich da sehr gespannt. Wenn man jetzt so die Leistung nimmt, gegen Frankfurt war es schon eine gute Leistung defensiv. Heute war es defensiv auch eine gute Leistung, bis auf 5, 6 Minuten, so Ende der ersten Halbzeit, da war es ein bisschen wild. Da haben wir uns wieder ein bisschen anstecken lassen. Ja, wird interessant sein. Ich bin sehr gespannt auf Dienstag. Gut, Mund abputzen, 1:1, unentschieden, denke ich, geht am Ende des Tages in Ordnung, auch wenn wir viel, viel mehr Spielanteile, viel, viel mehr gewonnene Zweikämpfe hatten und so weiter und so fort. Das haben wir in jedem Spiel, müssen wir uns jetzt vormachen. Von daher, rot-weiße Grüße gehen raus. Leute, bleibt gesund. Drückt die Daumen für Dienstag. Ich freue mich aufs Spiel. Ich hatte mich heute auch aufs Spiel gefreut. Erste Halbzeit war ich auch noch relativ... Ja, auch nicht ganz das geboten, was ich erwartet habe. Ich habe ein bisschen mehr Leverkusen erwartet. Von der zweiten Halbzeit war ich persönlich ein bisschen enttäuscht von beiden Mannschaften. Ja, ich hätte mir einfach einen besseren Schlagabtausch gewünscht. Aber taktisch war es ein gutes Spiel, war gut anzusehen. Und beide Mannschaften haben einfach gefühlt 3 Gänge die Offensive zurückgeschaltet und sich ein bisschen auf die Defensive konzentriert. Und dann sehen wir halt so ein Spiel, wie wir es gesehen haben. Der gegenseitige Respekt hat das halt hervorgerufen, würde ich sagen. Gut, in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüss.